Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Namen vom SEW, dem Landesverband an der Amilux, sondern ich vielmals merci, dass ihr bis an den Start kommen seid, für die Rechte von der Chargé de Cour stark zu machen. Weil auch sie schaffen für den Staat und sie haben den nötigen Respekt verdient. Dass ihr so zahlreich kommen seid, weist für allem etwas. Chargé de Cour und Enseignants Employés waren die letzten Jahre ein wichtiger Bestandteil von unserer Schule. Sie haben über all die Jahre von der Enseignantspädagogik geholfen, den Betrieb an der Schule aufrechtzuerhalten. Zahlen weisen das doch ganz klar. Am Fundamental machen Chargé de Cour rund 15% vom Personal aus. Am Sekundär schaffen 1560 Chargé de Cour, das sind immerhin ein Drittel vom ganzen Personal. Dabei kommen noch die 163 Chargé de Cour aus dem Enseignement musical. Und nicht zu vergessen, dass an den öffentlichen Europaschulen die letzten Jahre eine helle Wohl von Enseignants unter dem Employee-Statut angestellt gesehen. Wenn Sie moi alle Jahre Bengel bei Trum geheie geben, da gäbe der Betrieb nicht mehr laufen. Und trotzdem gehen Sie immer im Netz wie Stiefkant behandelt, obwohl auch Sie für den Staat schaffen. Beste Beispiel aus dem letzten Akkord salarial, den mit das HGFP ausgehandelt wurde. Chargé de Cour mit CDD aus dem Fundamental, die profitieren nicht von der Majoration von den ersten 100 Punkten, und zwar, weil sie nicht an einer Staatskarriere sind, die an Punkten ausgerechnet wird. Sie sind die Schwächsten vom System, und trotzdem dürfen sie einfach vergessen. Wir schwätzen hier immerhin von 240 Leuten, die trotz Inflation, die sie gerade so, wenn nicht sogar nach mehr spüren wie die anderen, nicht in der Därm gegriffen kriegen. Herr Minister, es darf nicht sein, dass Chargé de Cour mit CDD einfach einmal bei so einem wichtigen Akkord vergessen gehen, weil auch sie schaffen für den Staat. Chargé de Cour sind Arbeitskollegen, die nach einem anderen Statut schaffen. Das heißt aber nicht, dass für sie nicht dasselbe Arbeitsrecht gilt. Der Staat gibt seiner Vorbildfunktion als Patron nicht gerecht, wenn hinter Arbeitsrecht permanent mit Face stößt. Die Chambre mischt Gesetze, erschafft den Code de Travail aus, für das Patron kein Abühen treiben. Mit der Regierung selber die hält sich nicht dran. Und das bis lo ohne Konsequenzen. So ist es noch immer gängig Praxis, dass bei der Chargé de Cour CDD und CDD gereiht wird. Das wird sonst bei keinem anderen Patron toleriert. Am Code du Travail, der Edukationsminister, die berief sich aber auf eine Derogation an seinem Gesetz, erreicht weiter ein CDD und den anderen. Wir haben immer nächste Member, die mehr wie 2 CDD haben, und wir haben sogar ein Member, die schon über 20 Jahre am CDD schafft. Und das ist inakzeptabel. Ich sprach hier kein Bild zu malen, an welche prekäre Situation der Chargé de Cour mit CDD geraten. Ohne festen Kontrakt kriegt kaum ein Prä bei einer Bank, und noch für Lohnen zu gehen, also äußerst schwierig. Und die Leute, die werden dann überdems, wenn sie dann am September ein CDD kriegen, das monatelang auf ihr Pai. Auch das geht es sonst bei keinem anderen Patron. Wohlverstanden geht es doch keine Validation des Acquis für die Chargé de Cour, die dann endlich zu ihrem Recht kommen an den CDI kriegen. Sie müssen, wie alle Aufhänger beim Staat, ein Stage von 2 Jahren machen. An den hat der DAX sich an sie gehen, weil nicht schlecht kugeniert. Nicht all Chargé de Cour, den eigentlich Recht auf ein CDI hat, traut sich die zusätzliche Belastung zu und verzichtet wenigstens auf den festen Kontrakt. Dabei hätten die Chargé de Cour ein CDI zu gut ohne weitere Formalitäten und ohne irgendwelche Konditionen. Als Forderung ist ganz klar, die Praxis, man muss eine Reihe von CDD, die muss abhalten und Paien, die müssen zur Zeit ausbezahlt gehen. Wir verlangen heute noch einmal ganz hart klar vom Minister Maisch, dass das Arbeitsrecht angehalten wird. Wir werden als SEW, Landesverband an Amilux, all nötige Schritte erholen, für das Chargé de Cour zu ihrem Recht kommen. Aber wenn es muss sein, auch rechtlicher Natur. Wenn ihr selber als Chargé de Cour in einer Situation seht, wo das Arbeitsrecht nicht respektiert wird, dann meldet ihr Schwanzgift bei uns. Wir als Gewerkschaft gucken dann zusammen mit euch, wie wir am besten weiter vorgehen. Holt es nicht mehr hin, dass für euch eine Regel gilt für den Rest wie für den Rest von den schaffenden Leuten. L'Union fait la force, was wir zum mehr sind, was wir mehr bewegt kriegen. Auch Chargé de Cour schaffen für den Staat und haben den Anrecht darauf, dass das Arbeitsrecht angehalten wird.
Der Landesverband vertritt schon mehr wie 30 Jahre lang die Interesse vom Chargé de Cours am Enseignement fondamental. An die letzten Jahren gehen wir unterstützt vom SEW OGBL bei unserer Arbeit. Wenn es 30 Jahre so ist, dann heißt das, dass das lange da ist. Das heißt, es geht uns schon ganz lang am Enseignement. Und wir sind ein wichtiger Pilier an dem ganzen Enseignement. Wir sind die effektiv schon jahrzehntelang helfen, das ganze Schulsystem vom Lützeburger Land an der Riech zu halten. Ohne uns gäben nicht viele Schüler, die kein Kurgehalt gekriegt hätten. Aber leider muss ich sagen, gehen wir am Edukationsminister nicht richtig vorgeholt. Und ich muss sogar sagen, es fehlt auch Respekt für uns, vis-à-vis von uns. Es tut weh, wenn man an der Presse liest oder hört, dass der Edukationsminister sich nicht geniert zu behaupten, dass er durch seine neue Mesure für die Penurie am Enseignement zu beheben, dass er das Niveau vom Enseignement massiv an die Lut setzt. Herr Minister, es gedeckt Zeit, dass dir all als Erbischt an all als viele Erfahrungen, die wir Terra gesammelt haben, unerkennt. Es gibt Zeit. Und dabei fordern wir schon ganz lang einen zweiten Bildungsweg für den Chargé de Cours. Eine angepasste Formation, die natürlich der viele Erfahrung Terra Rechnung dreht. Bei der Trennung von Kirche und Staat, da gab es so einen zweiten Bildungsweg für die Religionsenseignants angeboten, den sogenannten Track 2. Aber leider, als kein politischer Willen da, für den anzubieten, für uns Chargé de Cours. Als einfach ein bisschen traurig. Wir verstehen das nicht richtig, weil dass wir da, Herr Minister, ein wirklich Plus-Value für einen Enseignant, der schon so lange Erfahrungen gesammelt hat, dass den danach eine Ausbildung angeboten kriegen. Ein Plus-Value Terrain an unserem Enseignement. Das war eine gute Sache. Und was noch ganz wichtig ist, was gibt da dann das Niveau vom Chargé de Cours durch den Bachelor absetzen, das wird da fantastisch. Hey. Aber leider geschieht nichts in dieser Richtung. Und weiterem, wie wenig Respekt sie vis-à-vis von uns haben, und dass keine Unerkennung da ist für das, was wir schon alles gelesen haben. Das weist sich auch ganz klar bei unserer langjährigen Forderung von der Altersdecharge für den Chargé de Cours am Fondamental so gut wie am Sekundär. Kein Dialog, keine Antwort auf eine Demande d'Entrevue, einfach ignoriert geht die Forderung. Wie der Nummer schon sieht, Altersdecharge kriegt ein diplomierten Enseignant Dechargestunde wenn's dem Alter. Das heißt, eine Erleichterung Terrain für den Enseignant. Der Chargé de Cours kriegt er nicht. Aber wir gehen auch mit all die Herausforderungen Terrain sind genau dieselben für uns, für die diplomierten Kollegen. Herr Minister, den Alter hat nichts mit dem Diplom zu tun. Wirklich nicht. Ganz klar fordern wir, dass das geändert muss gehen, weil gleich Arbeit Terrain gleich Rechte für uns. Das ist so nicht. Merci.
Yes. Leif alle goer, es stöcht mir wären all gleich vun der Verfassung. Leider muss ich konstatieren, dat immer méi Ungerechtkeeten an zwei Alimosen erwe sehen. Den RCW, no GBL, de Landesverband an Amilux werde gucken, dat ihr zu ihrem Recht kommt. Merci. Zum Beispiel Karrierewert, da ist ein Mittel, wohin sich da beim Staat kann verbessern. Am Enseignement ist das schwer, bis sie überhaupt nicht möglich, weil wen hält dann die Stunden? An der Administration ist aber so, die gehen während der Arbeitszeit gelegt, da gehen Prüfungen gemacht und Examen. Ich meine, es wäre nötig, dass die mit den zuständigen Ministern zusammen eine Lösung gefunden. Carrière ouvert, das betrifft an sich die Leute aus dem Fundamental, Meistern und dann noch eine Enseignant am Sekundär. Wir werden auf jeden Fall als dafür ansetzen und das Affaire à suivre, dafür zusammen sind wir stark. Ich sage nicht vielmals merci. Hello. I was asked to say a few words in English. I mean, I didn't really have a choice, but yeah. So, anyway, I'm going to read it because I'm too nervous otherwise. Huh? Oops. So I'm so happy to see so many of you here today. I mean, I've been asking people for days to come. So on behalf of the SCW, Landwehrverband and Amelux, thank you for being here and standing up for the rights of the chargés or employees, okay? So the fact you're here in such large numbers matter. In fact, we are a key part of the school system here now, and I speak about the international teachers, 300. Sorry, chewing gum. So, 300 international teachers in schools now in Luxembourg, and it's growing. Every new European school is hiring more under this status, okay? There is a national shortage of teachers, and they need us. We are needed. Across all the secondary states, a third of teachers are employees, not fonctionnaires, okay? A third, okay? So we want the same rights as our colleagues fonctionnaires, basically. We do the same job, teach the same kids, we want to be respected, and we are needed, so you should treat us well. So as a union, we have already produced a leaflet to explain the rights. I don't know, most of you have seen it. I think we have a few more in the van if you need, yeah? To explain your right of teachers as employees. We also have delivered a training in some schools to explain to people what they can expect, hours worked, etc. SCW representation has also negotiated with the ministry to get a reduction in workload due to age for teachers only in primary, okay? However, we have a problem in the secondary where employees have less reduction than fonctionnaires, okay? So that's one of the things we're looking at, but the ministry will not talk to us. That's why we are here today, okay? A lot of us have years of experience. We are highly qualified, but we are still treated as second-class workers. Some of us, especially if you're from France, we are fonctionnaires in our own countries, but not here. So there are four things, and I think most people are aware of it. There are four things that we have a different status or contract. So number one, we get a lower value of the index point. Number two, we don't get the coefficients, which mean if you have a large class or you teach a première or one IC, you have to teach more lessons. We don't get the reduction in hours as we get older. Or some of my colleagues call it the gaga hour. Yeah, we don't get that. No way. Okay?
And we also have the problem of colleagues hired on temp contracts, CDD, which are being renewed and renewed and renewed, which is actually an illegal practice, but the government is still, or the ministry is still doing it, okay? So immediate demands, two of them really. We want the same reduction of workload with age for all secondary teachers, okay? And they are, anybody knows? 1 at 45, 2 lessons a week at 50, and 4 at 55. I mean, for some of us here, that would make a huge difference. So I was saying, if the job is tiring and difficult for the employees or for the functionaire, well, it's the same for everybody, isn't it? Okay? We teach the same children in the same classroom with the same iPads, but we do not benefit from this same reduction in workload. At the moment, we are offered a reduction as part of the Act 72. I hope you know what it is. If you don't, you get a leaflet. It's a complete joke, as nobody counts those hours. It's a bit like you're in a discussion with the parents at the end of the year. You say, no, I'm 50. I should be doing 2 hours less. I've done my quota of hours. Let's stop this meeting right now. It's impossible. We can't do that, okay? So we want the normal weekly reduction, not a different treatment. Same work, same conditions. Same work, same conditions, same work. 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 Same conditions. There is a last point about colleagues on temporary contract. We want that to be stopped straight away. So some colleagues are being hired under temp contract, which are renewed every year, and often more than the legal maximum of twice. The Ministry of Education uses a derogation in the law. It continues to offer temp contract one after the other. We still have members who have received more than 2, and you have one chargé employee who has been teaching with CDDs and temporary contract for 20 years. Obviously, it's unacceptable. With a firm contract, you cannot get a loan or buy a house, let alone in Luxembourg. Meanwhile, if you receive a CDD in September, guess what? They're not paid for months. So sometimes the money doesn't come until January. And this repeating itself every single year. So our demand is clear. The practice of those must stop and salaries must be paid on time. Today, we demand from the minister that the law is respected. Okay? If you are in a situation where you think the labor law is not respected, please let us know and we can see what we can do together. United we stand and divided we fall. Same job, same conditions. Thank you very much. J'ai lu à moitié j'ai parlé. Ouais. So thank you all for coming. It's been a pleasure to see you. So I'm continuing in Luxembourgish, but thanks to all the international colleagues for joining. So was den Hai Picke für einen Weise soll aus die Verantwortlichen an der Politik, mir stehen Hai, mir gehen eis nicht, mir losen eis nicht ignorieren. Herr Meisch, dir wirbt mit Bildung am Dialog. Wo ist den Dialog? Da kommt raus, erweist. Jonas sagt, mit eidle PR-Kampagnen und mit eidle Versprechen. Kommt, schwätzt mit eis, verhandelt mit eis. Wir losen eis nicht ignorieren, dürfen Stimmmehrheit zu summen. Aber wir stehen auch hier, für die zukünftige Regierung daran zu erinnern, was sie eis versprochen. Wir werden nicht laberlosen, aber wir wollen die zukünftige Regierung an Verantwortung holen für die Sachen, die sie eis versprochen, weil auch wir haben den Tour von den Parteien gemacht schon lange, aber wir haben einfach die Kredit zu Altersdechargen anzuziehen. CDDen. Wir wollen, dass das angehalten wird. Aber wir sollen natürlich, merci für die Versprechungen, die wir schon kruten, wir wollen noch so, wir bleiben dran, wir gehen es nicht, wir lassen es nicht ignorieren.
C'est bon, Luxembourg. Hein? Am Namen vom SEW OGBL, vom Landesverband, auch von der Amilux, will ich vielmals merci so, dass hier seid, dass kommen seid und dass uns zusammen mit uns für die Rechte von der Charge stark gemacht haben. Just zusammen sind wir stark. Just zusammen können wir etwas erreichen. Vielmals merci. Thank you all for coming again. And yeah, together we are strong and divided we fall. Same job, same conditions. Same job, same conditions. Same conditions. Same